Der Plattkeller-Stammtisch aus dem katholischen Bildungswerk Wuppertal Solingen-Remscheid. Gern Abend zusammen. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Plattgesagt. Hier auf der 107.4. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende und habt Lust, den Sonntag mit uns gemeinsam ausklingen zu lassen. Hallo zusammen, ich freue mich auf eine weitere Mongart-Sendung heute. Wir haben viel Platt für euch dabei. Bevor wir aber schon zu viel vorwegnehmen, fassen wir doch lieber mal kurz zusammen, was in der letzten Folge so passiert ist. Sehr gerne. Die letzte Folge war ja eine ziemlich besondere in unserer bald einjährigen Geschichte hier. Denn wir hatten prominenten Besuch. Lore Duwe war bei uns im Studio und hat mit uns über das Platt gekallt. Wie es sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat, was für seinen Erhalt getan werden muss und wie es sich auch in Zukunft noch verändern wird. Außerdem hatten wir noch einen Plattbeitrag von ihr dabei. Der hat sehr zum Nachdenken angeregt, fand ich. Darin hat sie uns einen kleinen Einblick in die Nachkriegszeit gegeben, die sie ja selber noch miterlebt hat. Fand ich auch spannend, ist wirklich eine tolle Folge geworden, finde ich. Falls ihr sie verpasst haben solltet, könnt ihr sie sehr gerne auf YouTube nachhören, da heißen wir schlicht und ergreifend Plattgesagt. Findet ihr also ganz leicht. Ich persönlich konnte schön merken, wie das Interview im letzten Monat mir nochmal viele neue Blickwinkel gegeben hat und genau das ist es ja, was wir hier in unserer kleinen Sendung gerne erreichen möchten. Jetzt aber erstmal genug mit Eigenwerbung und Schwelgen in der Vergangenheit. Schließlich sind wir heute schon bei unserer Novemberfolge angelangt. Das bedeutet, dass es danach nur noch eine Folge Plattgesagt im Jahr 2020 geben wird. Ja, und mittlerweile hat man ja fast so ein wenig ein winterliches Gefühl, wenn man rausgeht. Und ohne jetzt den Tag vor dem Abend zu loben, lohnt es sich doch schon mal zu gucken, was eigentlich dieses Jahr so alles passiert ist. Viele Höhen und Tiefen gab es in 2020. Ja, eigentlich Tiefen insgesamt gesehen. Jedenfalls hat vieles davon immer noch Einfluss auf uns. Ganz aktuell jetzt im November. Und deshalb haben wir eine ganz neue Rubrik für euch, in der wir, selbstverständlich auch platt, mal die Tagespolitik unter die Lupe nehmen wollen. Bleibt also unbedingt dran. Auf jeden Fall. Und darüber hinaus haben wir auch wieder Quizze zum Mitraten und ein paar schöne Texte. Wir sind Juri und Emily und sagen bis gleich. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr seid wieder zurück hier bei Plattgesagt und wie versprochen, heute haben wir get Neues für euch, the News of Platt. Nur ist es ein paar Wochen her, dass Frau Merkel wir einen Anspruch für uns gehauen hat. Das Thema war, wie man das bald alt gewöhnt ist, die Corona-Pandemie. Du hättet für uns gesagt, dass wir alle zusammen mit dem Arsch zu Hause bleiben müssen und nur Rotgonsölen, wenn es wirklich nicht engagiert. Es ist nun mal so, dass die Zahlen, was Neuinfektionen angeht, nur wieder arg zackig hochgehen. Deshalb han für 2 Wochen dann die Ministerpräsidenten beim Angela gekeken. Zwar waren die mehr als 10 Personen, aber alle han sie Erdürksken vor der Visage getragen und Abstand gehauen. Sie han beschlossen, dass wir einen zweiten Lockdown kriegen, was nur all in Kraft ist. Gott fördert alle Restaurants, Kneipen, Kinos und Museen wir schloten mauen, han so einige Lüd gedeiht, dat wir sicher gescheit, dat wir die noch erst unterstützen. Und gont lecker geht eten, weil die ja jetzt im November nix mehr an Moneten hereinkriegen. Das ist auch verständlich und solidarisch. Er war selber eis sehen, ob dat nicht dazu geführt hätt, dass sich wir mehr Lüt ansteckten. Kicken wir nu über den großen Teich. In den Staaten han sie ihren Präsidenten uderkoren. War wat war dat in Wahlkampf? Beim Kirken von dem Fernsehduell hätt ma bald gedacht, ma wär nicht bei einer Politsendung gelandet, sondern beim Stammtisch. Ist doch arg schad, dass sich gewisse Politiker, ich Karl van Sülken, die ein Toupet tragen und frech vertellen, dat wir echt, sich nicht unter Kontrolle hand. Statt über die Themen zu kallen, die für lang und auch für die Weil von Belang sind, vertellt ihr lieber utgedeihte Kaleroden über seinen Kontrahenten. Aber die Demokraten machen es auch nicht viel besser. Do satten die ihrem Gegner mit beiden so einen aulen Greis gegenüber, von dem er sich Gedanken machen müt, ob hier überhaupt noch so lang in der Politik arbeiten können. Und dann ist hier auch noch ob dem Trump seine Manöver angesprungen und hätt auch beleidigt und in Ut gelacht, statt beim Thema zu blieben. Man wünscht sich wirklich alt andere Politiker zurück. Und noch in letzte Meldung. Ich han es selber kaum glauben können, aber noch 14 Jahren Bautiet han sie den Flughafen in Berlin fertiggestellt. Mit der Planung hatten sie 1996 begonnen. Da war ich selber noch nicht einmal geboren. Als sie den ersten Stein geleitet han, sind ich grad in die Schule gekommen. Da sind ich nur seit 2 Jahren alt wie rot, nu können da die ersten Flieger starten und landen. Doof nur, dass sie das Teil grad jetzt fertig hand, wo überhaupt keiner irgendwo hinfliegen soll, weil jo das Virus kommt. Dat hätten wir dann davon. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind wieder da. Hoffentlich haben euch unsere News auf Platt gefallen.
da müssen wir noch eben zusagen, ganz wichtig, wir haben damit erstmals selber geschrieben. Deshalb wird sich da vermutlich das ein oder andere Fehlerchen eingeschlichen haben. Wir hoffen, das hält sich in Grenzen und auch, dass ihr eventuelle Fauxpas verzeiht. Bei uns bleibt es jetzt aber tagesaktuell und mit Sicherheit gibt es jetzt auch 100%ig korrektes Platt zu hören. Denn, fast so wie das im Radio sonst auch passiert, gibt es jetzt nach den überregionalen Nachrichten auch die Neuigkeiten von vor Ort. Zwar ist das Thema auch schon eine etwas ollere Kamelle, war vor allem in diesem Sommer großes Thema im Tal, aber betreffen tut es uns ja immer noch. Genau, denn am Hauptbahnhof wurde ja beim großen Döppersberg-Umbau auch die neue Mauer gebaut, die den Bahnhof vom Vorplatz bzw. der Innenstadt trennt. Und in einem weiteren Gastbeitrag hier in unserer Sendung wird Edwin Markert euch jetzt seine Gedanken mitteilen, die er sich vor einigen Monaten dazu gemacht hat. No More in Geel von Edwin Markert. No More in Geel. Der Kromriger Bürger kommt mit dem Auto oder mit dem Bus von den Stadtwerken nach Everfell, was ewig dort die Stadt ist. Dieser Bürger muss was ingelen und kommt wahrhaftig langes dieser gelen Mur. Im ersten Moment sieht alles nett frisch aus. Doch dann, beim genauen Hinkicken fällt ob, das neue Bauwerk hedet in sich. Die gelen Stängel liegen da abgestapelt, wie die Soldaten in Reih und Glied marschieren. Nix Freundliches, kein besondere Anblicke, alles nur so gemacht. Man kann hühlen wegen so nem Dingen. Us Schwebebahn, dat Engelshus, de Barmer Anlagen, et Gelpetal, de Museumsbahn, die Theologische Garn, Minna Knallenfalls, de Husch Husch, alles Sachen für us und dem Besucher. Manch Jürken han die dem Bürger Freud gemacht, bestimmt noch manche Generation. Wieder gödet noch stabile Muren in unserer Stadt, denn so lang wie us Wuppertal durchläuft, so lang sind alt 120 Jahre von zwei Sinnen diese Bruchsting mit vollen Metern in Hürde. Dat Everfeller Rothus hegt sie Muren über 120 Jahre stehen. Die Eisenbahn, was het die gewaltige Muren an den Bahnhöfen, Steenbück und Everfell, bis wieder nur Barmen. Unsere Vorfahren han mir wie gebrasselt, allerdings ohne kluge Fötte mit Computer. Dat bewiesen diese Muren. Wenn diese unsere Aulen dat gele Dingen sögen, dann fielen denn de Augen ut dem Koppe. Ma denkt, wenn die gele Mur so in einigen Jahren noch so wär, dann hätten sich in den Lökern de Duven ingenässt, jo abgehaulen, wobei dann die ganze Dritte von oben nach unten gelopen wär. Dat Ungeziefer wär massenwies in jeder Öffnung. So'n Dreck und Gestank am Bahnhof wär der Empfang für jeden Besucher. Wuppertal, du arme Stadt, alles, was an Probleme ist, musst du mit Millionen bezahlen. Ungeborene Kinder wissen noch nicht, in welche Stadt sie ihre Zukunft stand. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Da sind wir wieder. Gerade durften wir ja einen aktuellen Beitrag von Edwin Markert hören. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und natürlich einen schönen Gruß auch ab den Berg. Juri, was sagst du denn dazu, dass jetzt die dunkle Jahreszeit beginnt? Die Uhren wurden umgestellt und ich habe irgendwie das Gefühl, dass seitdem die Temperaturen noch mal weiter in den Keller gegangen sind. Bei mir im Kleiderschrank sind die Pullover jedenfalls mittlerweile ganz oben. Ja, mir geht's ähnlich, Emily. Ich fühle mich sehr winterlich fast. Vielleicht geht's euch ja ähnlich, denn ihr hört diese Folge, wenn ihr sie denn im Radio verfolgt, wenn es draußen schon länger dunkel ist. Kommt mir noch gar nicht so lang hervor, da war es sogar noch taghell, als die Sendung schon lange gelaufen war. Das erinnert mich zurück an die Zeit in meiner frühen Kindheit, in der mein Opa Kadi und ich immer ein ganz besonderes Winterritual hatten. Sobald es in den Supermärkten nämlich wieder den guten Gewürzspekulatius gab, haben Opa und ich zugeschlagen. Wir haben uns dann oft ganz gemütlich an den Abendtisch gesetzt und frischen Minztee aufgebrüht. Stellt euch also einen Esstisch vor mit frisch gebrühtem Minztee, weicher Butter, leckerem Graubrot vom Bäcker und der Packung Spekulatius. Wir haben dann den Spekulatius in unsere Teetassen getunkt, und zwar von beiden Seiten. Die Schwierigkeit ist es dabei, sie so lange drin zu halten, bis sie perfekt weich sind, aber nicht so lange, dass sie zu sehr aufweichen.
Danach müsst ihr nur noch den Spekulatius auf dem Butterbrot festdrücken. Ich kann euch sagen, da kommt man direkt in eine winterliche Stimmung. Das klingt schön. Bei uns gab es nach kalten Tagen für meinen Bruder und mich zwar nicht so was Extravagantes, sondern einen dicken, heißen Klatsch Haferschleim, aber das war für mich auch immer sehr bedeutend, wenn wir zwei in den warmen Bademänteln abends essen durften. Ja, und für diejenigen, die nicht so große Fans von Minzti und Spekulatius sind oder dem Haferschleim eher abgeneigt gegenüberstehen, passt vielleicht die nächste Rubrik. Bergische Rezepte. Damit wir euch auch ein bisschen in Winterstimmung bekommen, haben wir heute mal wieder ein passendes Rezept für euch. Bleibt also gespannt. Das Rezept, was wir euch heute mitgebracht haben, ist perfekt nach langen Winterspaziergängen in der Kälte. Was mag das wohl sein? Was weiß denn ich? Also neulich gab es bei uns nach so einem Tag warmen Pflaumencrumble, aber da sind natürlich nur meine Eltern spazieren gewesen. Ich jetzt nicht so. Klingt lecker, ist aber falsch. Heute könnt ihr eine Schnippelbohnensuppe nachkochen. Und wie das geht, sage ich euch jetzt sofort. Um 6 Personen zu bekochen, braucht ihr einen Esslöffel Öl, 1 Kilogramm Bohnenstangen, 3 mittelgroße Möhren und 3 mittelgroße Kartoffeln, eine Zwiebel, ein paar Stiele Selleriegrün, 6 Mettwürstchen, übrigens für eine vegane Zubereitung kann man diese natürlich auch weglassen, eine kleine Peperoni, 2 Tomaten, 1 Esslöffel Bohnenkraut, eine Stange Lauch und 1,5 Liter Wasser. Wir beginnen mit der Vorbereitung und dazu solltet ihr das Gemüse zunächst putzen und klein schneiden. Entfernt als erstes die Enden von den Stangenbohnen und schneidet die Bohnen in etwa 1 cm lange Teile. Die Tomaten müsst ihr schälen und entkernen. Die Mettwürstchen anpieksen. Die Peperoni müsst ihr entkernen und danach sehr klein schneiden. Nun gebt ihr Wasser in einen Topf und mischt ein bisschen Gemüsebrühe hinzu. Alle Zutaten solltet ihr in der Brühe ca. 45 Minuten garen und vor dem Servieren mit Pfeffer, Salz und Bohnenkraut abschmecken. Und schon ist die Schnippelbohnensuppe servierfertig. Wer mit so einer deftigen Suppe jetzt nicht in winterliche Stimmung kommt, hat diese Jahreszeit, glaube ich, grundsätzlich nicht gern. Mag sein. Oder er oder sie mag einfach keine Schnippelbohnen. Also vielleicht kocht ihr ja fleißig nach, uns würde es freuen. Wir sind gleich wieder da, dann hört ihr wieder ein bisschen Mongart hier bei Platt gesagt. Bleibt dran. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. In unserer letzten Folge haben wir ja von Kronenberg runter mal ein wenig nach Elberfeld geguckt und haben da unter anderem Minna Knallenfals kennengelernt, eine sehr bedeutende Figur in der Wuppertaler Literaturgeschichte. Otto Hausmann hat über sie geschrieben, aus ihrer eigenen Perspektive, ein langer Band. Mit vielen Gedichten ist das geworden, der mittlerweile schon so seine Jahre auf dem Buckel hat. Und auch nach diesen vielen Jahren hat das Buch noch große Aktualität, denn überall auf der Welt wird nämlich weiterhin gerade für Geschlechtergerechtigkeit und für Frauenrechte gekämpft, nicht nur in Polen, wo gerade Zehntausende auf die Straße gehen. Und Otto Hausmann hat in seinem Werk gezeigt, dass es die Probleme natürlich auch im 19. Jahrhundert gab und beschreibt, wie Minna als junge Frau und Beschäftigte in der Wuppertaler Textilindustrie in ihrer forschen Art dagegen vorgeht. Hungert mal, steckt ma daneben, me mal krit Partie. On Arm weiter, Hand am Leben, Zuckerlecken, Seiten hi. Kum dat weg ich hat min Klöppe, lahm und stief noch in dem Knick, komm ich mit geschwollene Döppe, Knall und Falz, Ende Fabrik. Orleans-Döker lehr dich maken, die per Damp gefitschkartaut, on ook wat geblömde Saken, worden mir galt anvertraut. Use Meester, der Scheel Semmler, war ein Nickel und nix mehr. Und wie ein Kaninenremmler hänger jedem Fraumensch her. Eines Oves, Gott no 7, es die angern weiter fut, wohl ich an min Kette even Fäden andrein, die kaputt. Do komm an der Scheel getrocken, mich streek her und hin. Minna, seid he, leckren Brocken, set mich ins das Wippken in. Und do ich mich grad maut böcken, no nem Faden in der Il, gräb mich no den Ongerröcken, der verdammte Donnerkiel. Eck nit fuhl, flöck wie en Ape, nomen Red und schloch drop in, dat die bloderige Zape drev ihm in den Hals erenn. Einen kriech an de Ogen, dat he fehl, davon benaut. Ob den Körner, der am flogen, hoch de Stalten Ende laut. Rühr mich noch ins Ahnen, Tippken, Rebek, ist dat hier den Fach? Set bi Angern in den Wippken, pock ich schleiten Nommedach. Und ich schlog mit mim Knuven ob den Dez bis ich war möd.
Und er trock und war am Schnuven af wie ein besäckten Röt. Van der Tiet an lädt zufrieden, meckte klattrige Kanalk. Weiter haulend irgend so jeden Bommelskerl 3 Schritt vom Balk. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Hier ist platt gesagt, schön, dass ihr noch dabei seid. Jetzt werdet interaktiv, denn wir spielen unser Studio-Quiz, in dem ich Emme die Begriffe auf platt sage, sie muss die dann, wenn sie kann, auf Hochdeutsch übersetzen. Das Gleiche machen wir auch andersherum. Juri bekommt von mir ebenfalls Ratewörter. Und vielleicht mögt ihr ja am Radio oder im Internet mitraten. Möglicherweise liert do der eng oder andere noch Ghetto tue. Juri, soll ich einfach mal anfangen mit meinem ersten Begriff für dich? Ja, bitte, heraus. Der erste Begriff lautet Blech. Blech, also ob platt. Genau. Blech, also das Blech kann es ja nicht sehen. Sonst würdest du mir das ja nicht als Ratewort geben. Richtig. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was das sein könnte. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es hat eine andere Bedeutung, ist aber selten auch im Gebrauch, wenn man sagt, ja, jetzt muss ich schon wieder was blechen. Oh, ja klar, dann ist es mit Sicherheit Geld, ne? Weil den Ausdruck, was blechen müssen, kenne ich auch. Also vor allem, wenn man irgendwie so zur Kasse gebeten wird, ne? Wenn man irgendwie eine Rechnung zu bezahlen hat, dann muss man was blechen, ne? Und so wird auch das Geld bezeichnet. Ja, genau, richtig. Ich fand aber total spannend, dass ich dabei herausgefunden habe, dass es eher seltener im Gebrauch ist und dass die eigentliche Bedeutung nämlich Unsinn oder Mist bedeutet. Ach, verstehe, okay. Und das kam nämlich, weil das Wort eigentlich aus dem Mittelhochdeutschen abgeleitet wurde und bedeutete glänzend. Und Gold wurde früher eben zu Blech geschlagen, das nannte man dann Goldblech, und daher gibt es die Verknüpfung zum Geld. Und tatsächlich entstammt dann diese Bedeutung, ja, was blechen müssen, aus der Studentenbewegung, denn da wurde das viel genutzt, ja, im Blechen als Übersetzung für bezahlen. Ja. Und tatsächlich kann es in Köln und um Köln herum dann aber auch wieder was ganz anderes heißen, nämlich bedeutet es da auch Gefängnis. Ist wieder ganz spannend, wie viele unterschiedliche Bedeutungen es dann für ein Wort Ja, gibt. wie regional unterschiedlich das auch ist, ne? Genau. Ja. Ich frage dich mal, was der am Prakesieren ist. Am Prakesieren, vielleicht prokrastinieren oder sowas? Oder so überdenken? Ja, gar nicht schlecht. Also es bedeutet nachdenken, überlegen, Ja. vielleicht auch so ein bisschen was austüfteln, ne? Und gibt es ja auch Praktizieren im Deutsch, ne? Prakesieren. Hat aber ein bisschen eine andere Bedeutung als im Hochdeutschen, weil wer faul am Sofa liegt, der kann auch am Prakesieren sehen. Okay. Ja, spannend. Okay, mein nächster Begriff lautet frackig. Frackig, das habe ich schon mal gehört. Wenn jemand frackig ist doch ein Adjektiv, ne? Dann ist jemand sehr, wie soll ich das sagen? Also so ein bisschen trotzig, ne? Will nicht so recht einsehen, dass er oder sie nicht im Recht ist. Frackig sein. Ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Übersetzung ist ärgerlich, wütend, so in die Richtung. Oh, verstehe. Und das ist wieder auch ein Begriff mit sehr stark regional abhängigen Unterschieden. Denn eigentlich kommt es aus dem Mittelhochdeutschen und ist dann da mit der Bedeutung Rache versehen. Ach, okay, ja. Ja, genau. Hat aber schon so ein bisschen, okay, ja, ich habe es aber schon auf jeden Fall mal gehört. Kann aber sein, dass es in einem anderen Zusammenhang war, ne? Ja. Wenn es auch wieder die unterschiedlichen Bedeutungen hat. Ich frage dich jetzt ein Wort, was wir schon mal gehört haben, ganz zu Anfang unserer Sendung hier. Da waren wir nämlich bei der Zeitungsvorstellung in Wülfrath, wenn du dich dran erinnerst. Und da hat eine Gesprächspartnerin uns erzählt, sie sei Bas. Was ist sie also? Oh, hat das was mit einer Region zu tun? Mit eher weniger, eben Okay. Rheinland, Ja, okay. Bergisches, ne? Oh nee, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich erkläre dir mal, woher das kommt. Also das ist aus dem Niederländischen ein Wort, Bas, und ist dann unter anderem ins Englische gegangen. Da wurde es zu Boss. Ah, okay. Es ist also ein Chef, und das plattdeutsche Wort Bas, was hier eben immer noch Verwendung findet, ist über Umwege mittlerweile sogar wieder ins Hochdeutsche gekommen als Boss, was ich Echt? sehr spannend finde. Oh, das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Mein letztes Wort für dich ist Klabastern. Klabastern, das ist gehen. Das habe ich mal gehört, als mir jemand so einen ganz ikonischen Satz sagte. Job klabastert mit seinen Jüngern den Odisberger rob oder irgendwie so, auch so eine Wuppertaler Redensart. Echt? Ja. Ja, okay, genau. Also ich habe herausgefunden, dass es eigentlich nur noch als Abklabastern verwendet wird. Nämlich, wenn man eine Strecke mühsam abgeht. Also zum Beispiel in der ja, Stadt, ich genau. habe sämtliche Geschäfte abklabastert, aber nichts gefunden. Und es kann aber auch
eine andere Bedeutung haben, nämlich Herzklabaster, also eine Herzrhythmusstörung. Kennst du das? Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, Ja, jetzt wo du ich es nämlich sagst. auch. Genau. Ja. Witzig. Auch schon wieder die verschiedenen Bedeutungen. Genau. Spannend. Ich habe noch ein letztes Wort für dich und zwar Pusemuckel. Ja, das ist ein ganz weit entfernter Ort, so am Arsch der Welt mäßig. Absolut, ja, genau. Genau richtig. Wir gehen bis nach Pusemuckel. Boah, Ja. der wohnt aber in Pusemuckel. Eben im Nirgendwo. Ne? Und was ich daran witzig fand, es gibt tatsächlich ein Vorbild im realen Leben. In Polen gibt es einen Ort, der heißt Podmokle. Ah, Und das wusste ich gar davon nicht. wurde das abgeleitet. Mhm. Ja. Ja, nee, ich kenne das nur, wenn Leute nach Subrich bei uns fahren. Ja, So, das ist halt immer eine Reise nach ab nach Pusemuckel. Pusemuckel, genau. Ja, übrigens haben wir als Grundlage für diese Quizze, die wir hier machen, ein Buch genommen, das nennt sich Wo kommt das her? Von Peter Honnen. Wärmste Empfehlung an der Stelle von uns. Ist wirklich sehr, sehr praktisch. So, da haben wir doch wieder Staatsgeld geliert. Und damit heute nicht nur wir gefragt sind, haben wir natürlich wie immer unser Quiz für euch zu Hause vorbereitet. Das hört ihr gleich. Ist doch entspannt, ne? So ein wenig austauschen. Draußen ist es jetzt schon lange dunkel. Ich finde ja den Herbst gemütlich, wie gesagt. Ja, das stimmt, aber mich macht's manchmal auch ein wenig melancholisch, muss ich ehrlich sagen. Wenn es euch genauso geht, kann ich was anbieten. Wir haben nämlich ein Lied dabei, das uns in Gedanken wieder mit in die Wärme nimmt. Also macht gerne mal die Augen zu und hört einen Wuppertaler Sommertag in Liedform. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Zurück bei Platt gesagt und auch fast am Ende dieser Sendung, zumindest für diesen Monat. Davor aber selbstverständlich noch unser Quiz. In der letzten Folge hatten wir euch rätseln lassen, was wohl eine Mohltrompe sein können. Bevor ich auflöse, lasst mich kurz ein Beispiel geben. Et krieg hüt kien Brot mit Spekulatius, dröm sadet en Mohltrompe ob. Das war natürlich die kleine Emily, für die es heute nicht ihr Winterritual gab, von dem sie uns erzählt hat, und deshalb setzt sie einen Schmollmund auf. Das ist die Lösung für Mohltrompe. Es handelt sich dabei also um einen Schmollmund. Ja, sehr witzig, wirklich sehr geschmackvoll ausgewählt, dein Beispiel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, der gebührt mir, finde ich. So, genug damit für heute ab zur Pflicht, und die besteht für euch im Nachdenken über das neue Quiz, wie ihr wisst. Heute haben wir wieder ein etwas ungewöhnliches Wort dabei, das man sich vielleicht herleiten kann, aber ich würde schon sagen, es ist ein fortgeschrittenes Level. Es geht um den Begriff Leuarsch. Wer das weiß oder meint es zu wissen, kann gerne eine Mail schreiben an plattgesagt@gmx.de oder fleißig einen Kommentar bei Facebook oder YouTube tippen. Also ich wüsste es nicht, muss ich zugeben. Versucht's also gerne. Wer also weiß, was Leuarsch bedeutet, gerne her mit Lösungen. Tja, und damit sind wir am Ende angelangt von der heutigen Folge. Danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, das tut ihr im nächsten Monat auch wieder, denn dann bricht die Weihnachtszeit an und wir melden uns dann mit einer passenden Sonderfolge. Bleibt also gespannt, bleibt gesund, bleibt aufmerksam und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir euch hier am zweiten Sonntag im Monat um 19.04 Uhr auf der 107.4 begrüßen. Ich freue mich drauf. Tschüss und bis dann. Wir sind Emily und Juri und wir